Guten Morgen alle Guten! Herzlich willkommen an der Begrüßen den Lützebäuer Philharmoniker und Dirigentin Anna Rakitina. Mein Name ist Martina und ich bin immens froh, euch heute alle begrüßen zu können. Ich will euch heute mit auf eine Insel, von der wir die wunderbare Naturwerten entdecken. Und heute sieht ihr sie schon. Ei, ist es nicht schön an der frischen Luft? Die Sonne, die scheint an der Wand. Aber was war das? Ein Drops ist auf mein Nuss gefallen. Und noch ein Drops, die den Berg hochfließt, zwischen den Steinen. Und sie geht immer mehr sehr, bis sie zu einem großen Fluss geht, den an das Meer lebt. Und da auf mir scheint die Sonne, feurig und warm. Und die kleinen Tröpfchen, die gehen los mir Licht, und gehen zu Wolken. Bis es irgendwann regnet, und ein Drops auf mein Nuss fällt. Und die anderen Tröpfchen, die sickern an den Boden ran, machen sich da gemütlich. Und sie gehen ran an die Wurzeln von einem Baum, der froh ist, dass sie zu trinken kriegt, für dass sie gut wachsen und das Holz stark wird. Was so ein Drops Wasser aber alles matt mischt. Aber wie viele Elemente sie auf ihrer Reise begegnet. Wasser, Erd, Holz, Metall und Feuer. Das sind 5 Elemente, aus denen die ganze Natur besteht. Und Wasser, was an den Boden sickert, wird gebraucht von allen Pflanzen, die aus dem Boden rauswachsen. Bei einer geringen Wiss, da gesagt, die hat genug Wasser und noch genug Sonne kriegt. An einem Feld oder am Garten können dann aus dem Boden raus Grumperen, Salat, Tomaten oder Paprika wachsen. Und die schmecken meist lecker. Und unter der Erde, wenn ich ganz lang buddeln, da ist der ganz glitschig, wie glitschig Steine, die dann aus einem Vulkan rausgeschossen kommen. Die Natur ist schon etwas Wunderbares. Und das hat auch der Musikkomponist gedacht, von der Musik, die er gerade schon hören hat. Und das war der Ludwig van Beethoven. Und der Beethoven ist gerne an den Busch spazieren gegangen. Und er lebt zur Natur, hat er in seiner 6. Symphonie ausgedrückt. Komm, lauschen Sie weiter an.
Ass die Natur op eiser Insel net wunderschön. Für allem als Büscher mit viele Beem, die schenken als vun de wertvollste Materialien, wat wir haben. Und zwar Holz. Und da kann ich ganz viele Sachen fabrizieren. Wie zum Beispiel Musikinstrumente. Komm mal gucken, als die heute mal an. Hier haben wir einen Konzertmeister. Was ist das Instrument? Das ist aus Holz. Naja, das ist Holz aus Eichenholz. Wow. Dort voilà, das Fichtenholz. Wow, so viele verschiedene Arten von Holz gibt es, die noch ganz viele verschiedene Farben. Wenn der mal guckt, bei der Kontrabass, da haben wir sehen, der mit dunkel ist. An den Heiten ist zum Beispiel, mir rodelt sich. Und das dort ist ein Stück Holz, das auf der Seite, das hat vier als noch ein anderes Stück Holz. Und die mussten alle so flexibel zusammengesetzt gehen, dass ein Instrument entsteht mit einem schönen Klang. Auf seine 5 Seiten, und die lauscht mal. Ein Applaus für den Kontrabass. Weder gesieht, streicht immer deinem Bow über die Seiten, also gehen das Instrument daheim Streichinstrumente genannt. Und das sind alle guten Instrumente, die daheim gesieht. Geien, Bratschen, Celli und Kontrabass. Da haben wir auch Instrumente, die aus Holz sind. Und zwar sind das Fagotten, Toboan und Klarinetten. Da gibt es geblosen, also sind das Holzblosinstrumente. Und ganz da haben wir Perkussionsinstrumente, und viele davon sind auch aus Holz gebaut, wie zum Beispiel der Xylophon. Da wird auf Holzstecker gespielt, die unterschiedlich groß sind, von denen mit großen Stecker bis auf die Klangstecker. Da kann ich dann mit Dave und mit Heichstein spielen. Komm mal lauschen mal. Applaus! Heute haben wir auch ein Harf und ein Piano am Orchester dabei. Und die sind zum größten Teil auch aus Holz gebaut. Und da haben wir gesehen, da Instrumente, die so blinken. Meint ihr, die sind auch aus Holz? Nee, gell? Naja, was die sind, das könnt ihr ja schon mal überlegen. Die gucken wir uns mich spät an. Aber was wird dann noch alles aus Holz gebaut? Sollt man mal ein bisschen. Ja? Ja, genau, still. Aber was geht es noch? Sollt man ein bisschen. Ja, Häuser gehen zum Beispiel aus Holz gemacht. Oder auch Popaya. Guck dir schon mal daheim oder am Klassensaal und du findest da ganz viel Element Holz. So ein Baum scheint das aber nicht nur wertvoll Holz, sondern auch Sauerstoff. Bäume, Pflanzen, die saugen an ihre Blätter Wasser und Sonnenstrahlen ob wie ein Schwamm, aber was darin rauskommt, das ist der Sauerstoff, die Luft, die wir atmen. Ohne Bäume könnten wir also gar nicht atmen. So wichtig sind die für uns. Geht mal an den Busch und atmet tief an. Auf dieser Insel haben wir auch ganz viele Büsche, aber bei einem von denen muss ein neuer Baum angepflanzt gehen. Und ich weiß schon direkt, wen es dabei helfen kann. Die Instrumente hier, die gehören der Schulklasse von den jungen Fürsten. Die wissen ganz genau, wer sich gut um den Busch kümmert. Komm mal, rufen Sie mal. Hoffentlich schon sei es hören. Sie weisen als hier lebt zum Holz, mit Bilder, die sie selber gemalt haben, und mit Musik, die sie selber komponiert haben, selber erfunden haben, zusammen mit der Komponistin Rachel Leach. Los dir also ob ihr Musik an, lauscht doch gut nur, wenn die Musik ganz ruhig geht, dass sie als an der Busch entfeiern. Sie haben etwas Wichtiges zu sagen.
Du kommen sie schon.
du war ja wirklich super. Gesieht da was für einen Applaus. Wow. Lo sind ich aber vierwinzig, ein paar Sachen zu wissen. Raphaël et Elena, qu'est-ce qui t'a le plus plu dans la création de toute cette musique? C'était génial, j'ai beaucoup aimé qu'on a pu composer cette musique nous-mêmes avec Rachel. Ce que vous avez entendu, c'est notre musique. Maar ja, schon Elena gefragt, was ihm am besten gefallen hat. Und hat gesagt, die Musik, die da hören hat, hat sie selber geschrieben, zusammen mit Rachel Leach, mit der Komponistin. Et Raphaël, toi, qu'est-ce qui t'a le plus plu? Pendant les répétitions, on pouvait toujours ajuster s'il y avait quelques problèmes. Et aussi, quand on est venu à la Philharmonie pour répéter, on avait vraiment l'impression d'être de vrais artistes. Voilà, und dann... Der Raphael so, da ist also, dass sie an der Probe immer gut konnten und ihre Musik schaffen, und an der Philharmonie haben sie sich wie Artisten gefühlt beim Proben. Hello Rachel, how did all of this come about? Well, hello everybody. We first met in January and we drew a picture of a tree. Sie haben sich also mit der Komponistin am Januar für die allererste Kehr getroffen und da haben sie mal einen Baum gemalt. And it took us about 10 seconds to draw this tree. And what they didn't know is everything that happens in the piece came from that tree. Sie haben den Baum sehr gemalt, aber dono als all Idee vom Musikstück aus diesem Baum raus entstanden. And the song, the lyrics, all of the patterns that they made were all composed by them. And all I did is write it down and jump about a bit at the front. Das heißt alles, das war der Herrenhut, auch den Text vom Lied, wo sie gesungen haben, könnt alles von ihnen, und Rachel hat dann alles abgeschrieben, für das es mit dem Orchester zusammen da geht. Vielmals merci. Bis Hanno. Das war ja dann eine gute Sache für den Busch. Es sind neue Bäume gepflanzt gehen, und so kann der Busch gut wachsen und alles. Und was geschieht dann da? Der Busch brennt. Das Holz brennt. Oh nee, wir müssen das Feuer löschen. Was brauchen wir dafür, das Feuer zu löschen? Wasser, ja genau. Da können wir machen, dass wir helfen, der Natur das dreht. Wir machen den Klang vom Regen. Du steigst auf und ich sprach ja Hilfe. Alle guten Abstehen, wir machen so, dass es dreht. Und da sind noch Kaster, hilft da auch dabei. Oh mein, es brennt ja wirklich. Vielleicht reiben wir es Hand und nehmen. Ich fand es ganz leicht, wenn wir gefrieren. Ja, ganz gut. Und da schnipsen wir ein bisschen mit der Fangerin. Ja, ganz genau. Ganz gut. Und dann machen wir ein bisschen mehr fast drehen, so über das Bein klappen wir. Ja, ganz gut. Und jetzt soll donnern, wir sprangen ein Keier. Nein, Keier, mir fast, mir heisch. Richtig donnert das. Ja, schenkt zu helfen, es regnet. Da kann man schnipsen ein bisschen. Ja, ganz gut, also Brand ist gelöscht. Und der Regen, die kann sich löser verzeihen. Super, vielmals merci, du kannst im neuen Bäumen stehen, du kannst sitzen. Münde Brand gelöscht, vielmals merci. Oh, mai, oh mai, oh mai. Das tut Wasser aber eine Kraft,
und so von den Wolken heraufrennt. Mit Wolken sind also just eine Zwischenstation vom Wasser, das auf Wanderung geht. Die kleinen Tröpse muss sich nämlich vorstellen, wenn die den Berg rauffließen, da und die einen Rucksack an. So, das machen sie spratt. Da geht es. Der Berg rauf durch den Fluss. Und dann hören sie lauter Sachen mit an ihren Rucksack. Alle hopp, ein bisschen Zink, ein bisschen Silizium, ein bisschen Mineralien aus den Stangen und ganz viel Salz. Und dann noch, wenn das Wasser am Meer andischt, dafür schmeckt Meerwasser salzig. Wenn die Sonne dann auf Meer schenkt, dann legen Tröpse ihren Rucksack auf, losen das schwere Salzer am Meer und da können sie ganz, ganz leicht gehen und herum zu Wolken gehen. Und dafür Wasser, das von den Wolken raufrennt und zu Fluss geht, das schmeckt nicht salzig, wie das nennt den Seeswasser. Und am Seeswasser und am Salzwasser finden wir lauter Fisch, Delfine, Wale und Korallen, die den Meeresgrund dekorieren wie Blumen. Und über dem Meer, da geschieht auch ganz viel. Die Wand, die kribbelt mir, küttelt die kleinen Tröpfchen und die fangen an zu wibbeln. Und dann entstehen die Wellen, die für dich mit klein sind, und dann immer mit groß, bis ganz viel Schaum entsteht, und ein ganzer Rhythmus, weil das Meer ist immer eine Bewegung, und das hören wir auch an der Musik. Wir lauschen also die Musik vom Komponist Benjamin Britten. Der bringt uns bei dem Wasserfall und Fluss von unserer Insel, und der lässt uns tief an den Meeresgrund antauchen. Eise Elementer, die gehen aber nicht immer gut eins mit denen. Heißt du, kämpfen sie richtig mit denen. Wir haben also gesehen, Feuer kann Holz verbrennen. Wenn aber mehr Wasser da ist wie Feuer, dann
geht Feuer gelöscht und Wasser wird gewonnen. Oder wenn mir stark Luft du hast. Ein Kerze bei einem Geburtstagskuch, die kann ihn einfach ausblasen. Aber genauso wie mir braucht Feuer Sauerstoff. Wenn ihn also ein Glas über den Kerz mischt, da geht Feuer aus. Mit Feuer also so ein faszinantes Element. Das Knicken und Knacken von den Flammen am Kamin oder am leeren Feuer, den gucken wir ganz fasziniert nur. Aber nicht zu viel nur kommen, weil wie sich verbrannt, die weiß, wie viel in sich mit dem Feuer kann wehtun. Eine Feuerquelle ist aber die für uns am allerwichtigsten ist, und zwar die Sonne. Die Sonne, du siehst schnell da nicht, das wie ein riesiger Feuerball, die ganz weit weg von uns ist, und aber nur genug für uns den Wärme, den Sonnenstrahlen zu schenken. Am Innern der Erde, das der ganz gliedersteng. Und die kommen aus einem Vulkan raus, und das hören wir auch an der Musik. Wenn der blubbert, das Feuer blubbert in der Erde, kommt rausgeschossen, und das ist ein immenses Spektakel. Als Elementer kämpfen also heinst du mit denen, heinst du schaffen sie aber auch zur Summe für etwas Wunderbares zu erschaffen. Also ist es mit dem Feuer, mit der Erde und mit dem Metall. Metall also sich wie an der Erde dran verstopft an einem Stehen. So wie Wasser aus vielen kleinen Drüpsen besteht, muss man sich vorstellen, dass ein Stehen aus Metall entsteht, den sich ganz fest an der Erde dran hängt. Wie eine feste Märmelung, und da braucht ein Element Feuer, für das Metall sich lässt. Wie wenn ein Kichelchen mit Schokoladestecker an eine Baguette setzt, da schmilzt die Schokolade und es schmeckt ihnen besser raus. Wenn ihr will Metall schmilzen, da braucht ihr aber mehr wie ein Baguette, da braucht ihr zum Beispiel einen Heichofen an einer Schmalz. Und da kann ihr Metall ganz flüssig gelassen und es dann an eine Form gießen,
für so zu formen, wie ihr nicht will. Und dann nur die besser dick Händischer umzudoen, für das ihn sich nicht verbrannt. Und so kann der Schmatt zum Beispiel dann mit einem Hummer auf Metall draufschlagen, für die Form zu agieren, die ihr will, zum Beispiel den Hofeisen von einem Pferd. Heute tags gehen aber Maschinen auf Walzen, die Metall bearbeiten. Du meinst zum Beispiel mit Walze ganz, ganz platt Metall, so wie wenn in eine Pizza mischt, wo in den Deeg ganz, ganz platt will machen. Wenn in Silber oder Gold bearbeitet, flüssig mischt, formt, da kann in daraus zum Beispiel ein Flüt bauen. Früher waren Flüten aus Holz, bis dass sie gemerkt hat, dass wenn sie aus Metall sind, dann haben sie mehr kräftige Klang. Komm mal lauscht mal, der Flüt noch. Applaus für Flüt! Aber wenn ihr bestimmten anderen Metaller ganz platt mischt und gut formt, dann entsteht Blech, dann entstehen Blechblosinstrumente. Und da haben wir Trompeten, Trombonen, den Tuba und Choren. Und die haben auch einen schönen, kräftigen Klang. Dafür können sie Handen am Orchester sitzen, weil von da aus hören den sie auch gut. Komm mal lauschen hin noch. Applaus! Und hier bei den Streichinstrumenten haben wir auch Metall. Ja, ganz genau. Die Saiten hier, auf der Geige zum Beispiel, die sind aus Stahl. Dabei wird Metall also nicht platt gemacht wie eine Pizza, mit ganz lang zu wie Spaghetti. Da hat dann ein Geige mit Stahlseiten auch mehr kräftigen Klang. Aber der Harf und beim Piano, die haben noch viel, viel mehr lange Stahlseiten. Du lässt uns alle guten zusammen also. Die Harf, der Piano, Streichinstrumente, die Holzblasinstrumente, die Blechbläser und Perkussion.
So, lo hummer also alt 5 Elementer kennengeleiert. Lo sinn ich aber noch vierwilzech, mat eiser Dirigentin zu schwatzen. Dear Anna, can you tell us, what do you like most about conducting? Was hört Sie über Dirigieren am meisten gern? Hello, everyone. So, honestly, I love very much the music that's written for the orchestra, the symphonic music, and bring it to life on the stage together with so many wonderful colleagues. It always feels like a real miracle. Die ganz schöne Musik, die geschrieben wird für Orchesteren, für Symphonieorchester, die hört sie immens gern. Und dann so auf einer Bühne aufzufeiern mit wunderbaren Musikern, das fühlt sich für sie wie ein Wunder an. And what advice would you give to young people who would want to be musicians, to play music or to conduct an orchestra? Well, first of all, just enjoy it, because music is something very special in our lives, and it always brings joy. And yeah, as music is all about listening, just try to listen to everything that surrounds you, to nature, to people, to musicians. Come to the concert hall, and yeah, surely listen to your parents as well. Ich habe sie gefragt, was sie den jungen Leuten geben sollen, die wollen Musik spielen oder dirigieren. Und da ist es wichtig, viel Musik zu lauschen, dabei Spaß zu haben, Instrumente zu entdecken und zu lernen, an noch Konzerten zu kommen und auch mit den Älteren zu schwatzen, für dann Musik kennen, zu lernen, Instrumente zu entdecken. Vielmals merci, thank you. Yeah, thank you. Apropos, nach der Vorstellung könnt ihr am Foyer die Instrumente, die ihr auf der Bühne seht, alle guten probieren. Sie stehen bereit für ihr draußen. Musiker vom Orchester, die gehen hier noch an der Foyer und da könnt ihr die Instrumente selber aufpacken und noch selber spielen. So, also ich will aber auch noch Dirigentin sein. Dirigentin von der Natur. Mit dem Zauber von der Natur, von den 5 Elementen, können wir bestimmt etwas ganz Schönes entstehen lassen. Und ich weiß auch ganz genau, was wir machen können. Eine neue Insel können wir entstehen lassen. Ein Vulkan, den unter dem Ozean raus könnte blubbern, der Wand, den dann über dem Wasser aufgekühlt ist. Dann auf einer neuen Insel kann neues Leben, neue Bäume, neue Pflanzen können entstehen. Und dafür brauche ich eher Hilfe. Steht alle gut auf, wir gehen also Dirigenten von der Natur. Super. Für dich streichen wir mit den Händen über den Boden von einer Pflanze. Voilà, macht mir nur. Und dann heben wir einen Baumstamm. Voilà, hier steht also das Erd und Holz. Und dann machen wir uns Hand, wie wenn flüssig Wasser zwischen uns haben wir. Super. Wofür wäre dann Erd, Holz, Wasser. Super. Und dann Metall wie ein Eisengitter. Und dann Feuer, wie wenn gliedische Flammen von unseren Handgäfen rauskommen. Wofür wäre dann Erd, Holz, Wasser, Metall, Feuer. Super, das ist der nächste Teil. Analog klappen wir 6 Mal an die Hand. Guck, denke nur, ich meine nicht 4. Weist, Eis, Kraft. Weist, Eis, Kraft. Voilà, also du nicht. 3, 4. Weist, Eis, Kraft. Weist, Eis, Kraft. Super, ganz gut. Also für 4. Eis ein Zauberspruch mit der Erd. Seid ihr bereit? Seid ihr bereit? Ja. Super. An. Erd, Holz, Wasser, Metall, Feuer, weist Eis, Kraft. Weist Eis, Kraft. Erd, Holz, Wasser, Metall, Feuer, weist Eis, Kraft. Weist Eis, Kraft. Schwarz mit mir matt. Erd, Holz, Wasser, Metall, Feuer, weist Eis, Kraft. Weist Eis, Kraft. Erd, Holz, Wasser, Metall, Feuer, weist Eis, Kraft, weist Eis, Kraft. Super, vielmals merci, da könnt ihr schon sitzen. Wir haben also einen Zauberspruch
ausgeschwart. Na gucken mal, ob es gut funktioniert hat. Mit der Musik von Arthur Honegger, aus einem Stück Pacific 231. Den Honegger, den hat Lokomotiven immens gerne gehabt und hat ein Stück geschrieben, was für dich los, so fängt dann immer Misere geht. Vielleicht könnt ihr los von unter dem Ozean als ein neuer Vulkan, als neue Insel raus. Wer weiß.
Ma das hat ja wunderbar geklappt. Als 5 Elementer haben uns eine neue Insel geschenkt, wo nicht Leben kann entstehen. Und noch ohne Zauberei können wir helfen, dass die Natur ihr Gleichgewicht behält. Und mit all dem, was sich uns schenkt, mit allen Elementen gut umgehen und gut auf sie aufzupassen. Lo feiern wir also alle Guten zusammen mit einem feierischen Feuertanz, zusammen mit der jungen Fürster, mit der Litzebuer Philharmonika, mit der Dirigentin Anna Rakitina. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Merci, dass ihr dabei wart. Wir hoffen, ihr euch geschwind rumzusehen. Und hallo, also feierische Feuertanz. Danza Ritual del Fuego.